Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. In der letzten Episode haben wir hier beim Cosmo Canyon alles gemacht, was wir machen konnten. Und ich die Sache dahinter, das Gebiet reizt mich ein bisschen. Wenn wir da hinkommen? Nee, anscheinend nicht. Nee, da kommen wir leider nicht hier. Jetzt noch nicht. Wir werden später noch andere Gefährte finden als diese Buggies. Und dann kommen wir auch zu anderen Regionen auf der Welt. Muss man auch noch dazu sagen, dass Final Fantasy halt auch sehr mit solchen Gefährten arbeitet. Wenn ihr das da im Hintergrund sehen könnt, hier dieses grün leuchtende, auffällig graue, nicht leuchtend, dieses grün-graue Gesteinsmassiv dorthin. Das sieht schon recht auffällig aus. Und solche Gebiete, die können wir dann auch teilweise nur... Was ist das? Ein Griffin, ein Greif. Und solche Gebiete können wir dann auch teilweise nur mit der entsprechenden Transportmittel erreichen. Konnte nicht... Uiuiuiui, nicht schlecht, Cloud, nicht schlecht. Ich glaube, wir haben definitiv da unten in der Energiehöhle sehr, sehr gut gelevelt. Muss zwischendurch halt auch immer wieder sein, dieses Leveln. Hier ist die nächste Furt, über die wir drüber müssen. Und da kommen wir jetzt in eine andere Region rein. Und am Wasser treffen wir auch noch auf Gegner. Was ist hier? Oh, wir werden von was attackiert. Aber ich glaube, die hatten wir schon. Megaschlag. Zerreißende Bebschlag. Mit einem Reißzahn. Uiuiuiui, 1192 hat er Schade gemacht. Ja, das ist doch mal was. Das ist mal eine Ansage. Für Barret hat es gereicht, um auf Level 23 zu kommen. Und einen Heiltrank haben wir auch noch. Und Geld haben wir auch sehr viel gemacht, muss ich sagen. Okay, da kommen wir hier zu so einem Bergdorf. Eventuell, ihr liebe Leute, kenne ich denke, was das hier für Gebiet ist. Wir sehen nämlich ohne rechts... Wir sind in der Nibelregion. Könnt euch, glaube ich, denken, was das hier ist. Und ja, es ist Nibelheim. Du hast gesagt, die ganze Stadt ist abgebrannt. Ja. Wolk, hast du uns auch gelogen? Ich lüg nicht. Ich erinnere mich, die Hitze von der Flamme. Ja, Erinnerungen können oft trügerisch sein. Auf jeden Fall sehen wir es genauso wie sonst ach. In der Erinnerung. Sieht genauso aus wie in der Erinnerung Nibelheim. Was ist hier passiert? Haben sie es wieder aufgebaut? Lügt er nur? Was sind das für Leute? Der schwarze Umhang. Vereinigung. Glückskapsel habe ich gekriegt. Okay. Und die Glückskapsel kriegt jetzt mal der Barret. Der kann auch ein bisschen Glück gebrauchen. Und du? Wieder. Alles klar. Tja, die Wesen werden uns später nochmal im Spiel begegnen. Oder die Leute in der schwarzen Kutter. Und jetzt sehen wir sie erstmals hier als Einwohner vom neuen Nibelheim. Tja, so ist es. Ist noch so einer? Muss es holen und Sephiroth bringen. Dann eins mit Sephiroth werden. Dieser Typ hat die Nummer 5. Ja, der scheint wohl sehr auf eine Vereinigung mit Sephiroth aus zu sein. Ich hoffe, du bringst Blume mit zum Date. Das wäre, glaube ich, schön. Ich glaube, du freust dich drüber, das Sephiroth. Er hat die Tätowierung 11. Turbo-Äther. Muss gehen. Wiedervereinigung. Ja, hier scheinen nur sehr eloquente Gentlemen und Damen zu sitzen hier in Nibelheim. Und es lohnt sich definitiv auch mit ein paar von den Gestalten zu retten, auch wenn die eher wie Zombies klingen.
Nichtsdestotrotz sind manche von denen Leid auch Gegenstände für uns. Tätowierungsnummer 4. Platinfaust. Wo bist du, großer Sephiroth? Ja, das frage ich mich öfters auch einmal. Dann gucken wir da nochmal rein. Das Turbo-Ether haben wir ja verwendet. Wie sieht's aus? Platinfaust. Natürlich ist das ein Gegenstand für die Tifa. Es ist doch, glaube ich, auch hier Tifas Haus. Es dürfte Tifas Haus hier sein. Da hat er ja geschnüffelt an der, an der Unterwäsche. Das ist auch Tifas Bett. Ja. Es ist definitiv Tifas Haus. Zumindest war es das in der Erinnerung. Wenn ja, hat Tifa sehr nette Eltern und Geschwister. Das war Clouds Haus. Ist seine Mutter noch da? Oder ist sie wirklich verbrannt und tot? Das wird sich jetzt zeigen. Aha, da ist mal jemand ohne schwarze Kutter. Weiß ich? Ich mag deine Geschichte hören. Ich habe bis zu meinem 14. Lebensjahr in dem Haus gewohnt. Nee, aber die Stadt wurde niedergebrannt. Bist du krank? Solche Dinge zur Sache. Hau ab. Okay, reizend. Das heißt, man kennt Cloud hier nicht. War noch eine normale Person. Okay. Stiller Händler. Sonst haben wir hier nichts. Wir können aber bestimmte paar Sachen verkaufen. Zum Beispiel der Omni-Stab, den brauchen wir nicht. Schwarze Megafon brauchen wir nicht. Die Platin-Faust. Oh, ich heb sie mal auf. Sterne-Amulett, das können wir auch verkaufen. Ja, dann lassen wir das doch mal so. Da ist auch noch jemand. Hübsche Stadt, oder? Wir sind schon lange im Geschäft. Du lügst. Hast du was mit der Stadt zu tun? Außer geboren. Also, hast du was mit der Stadt zu tun? Außer hier geboren und aufgewachsen zu sein? Ich war hier, bis ich 14 war und an dich kann ich mich nicht erinnern. Lüge ist schlimm. Oder schlimm, so wie du gestanden hast. Lüge ist schlimm. Ist noch so ein Suchti. Ja, die Tätowierung mit der Nummer 12. Er hat was. Elixier. Kannst du hören? Die Stimme von Sephiroth. Alles klar. Das wäre nett, wenn du ein bisschen Platz machen kennst. Okay. Manometer. Ja, hier scheinen seltsame Sachen abzugehen in Nibelheim. Und das war die Herberge, wenn ihr euch noch erinnern könnt. Was sagst du, guter Mann? Hallo, willkommen. Was hast du zu erzählen? Die Stadt soll vor 5 Jahren niedergebrannt werden. Was zum Teufel ist denn hier los? Ist doch nicht so schreckliche Sache. Ich bin in der Stadt geboren und aufgewachsen. Was behauptest, ist nie passiert. Aha. Da ist noch so ein Suchti. Da hat die Tätowierung Nummer 6. Er hat er was. Glückskapsel. Musste wieder vergehen. Ja, warum auch nicht? Es könnten nach Brandopfer sein, eventuell erklärt das die Kutter. Oder wir sind in... Das mal verklaut. Oder wir sind in Nibelheim gelandet, was mittlerweile Ort für eine schreckliche Sekte voller Suchtis ist. Ach, das könnte das Ganze erklären. Aber wir werden die Erklärung im Spiel auf jeden Fall noch kriegen. Wundert euch also noch nicht, ihr liebe Leute, wenn ihr die jetzt sehen. Die haben definitiv noch eine Bedeutung. Ach, das Wort Wiedervereinigung und was das mit Sephiroth zu tun hat. Das hat alles definitiv seine Gründe. Das sind auch noch so 2 von deiner Kutterheiner. Wow, er ruft. Sephiroth, er ruft. Okay. Der große Sephiroth ist nah in der Villa. Ah, der große Sephiroth. Okay, dann gehen wir doch mal zum großen Sephiroth in der Villa. Und ich habe euch ja schon beim ersten Mal vorgewarnt, dass wir hier jetzt Gegner kriegen. Und dass der Kellerraum auch noch wichtig sein wird. Ich muss alle loswerden, die meiner Forschung im Weg stehen. Sogar denen von der Türke. Ich habe ihn wissenschaftlich verändert und im Keller Schlafe gelegt. Wenn du ihn finden willst, durchsuch's Gebiet. Aber das ist nur ein Spiel, das ich mir überlegt habe. Du musst nicht mitmachen, wenn du nicht willst. Scheinbar ist da noch ein Brief. Lesen wir. Dreh die Skala am Safe vorsichtig, aber schnell. Du hast 20 Sekunden.
Kannst beim Drehen nicht an der Zahl vorbei. Die 4 Tipps für die Zahlen sind: der Deckel der Kiste mit dem meisten Sauerstoff. Okay, können wir nur noch für die andere. Lesen wir. Der Deckel der Kiste mit dem meisten Sauerstoff. 2. Hinter schwarz und weiß ohne Himmel. Das machen wir jetzt auch nochmal. Aber ich kenne den Safe-Code immer noch auswendig, ihr liebe Leute. Ich weiß das echt noch. Es gibt so Sachen, die haben sich damals total ins Gedächtnis gebrennt. Und bei 3 ist es das Knarren im Boden beim Stuhl in der 2. Etage. Dann 5 Schritte nach links, 9 Schritte hoch, 2 Schritte nach links und 6 Schritte hoch. Aber es gibt immer noch so Sachen, die haben sich total eingebrennt. Ich weiß den Code immer noch auswendig. Das ist absolut heftig. Hier haben wir nix. Und da haben wir Klavier. Dore, Dore, Do, Mi, Fa, So. Do, Mi, Fa. Okay. Ah. Okay. Dann beenden wir das mal. Da scheinen wir noch nichts Wirkliches zu finden. Und da sind noch Items. Hier haben wir zum Beispiel Doppelviper. Was ist Doppelviper? Das ist auch wieder etwas für einen Charakter später für die Yuffie. Ja, wie ich es angekündigt habe, jetzt sind wir soweit, dass wir hier die Gegner in Nibelheim kriegen. Und hier haben wir so einen lustigen Typ, der Girofelgo. Und der hängt hier an seinem Sägeblatt. Und kann dort damit auch ziemlich hart angreifen, wie man sehen. Wir sollten trotzdem mal heilen. Die stinknormale Heilung reicht vorerst voll und ganz. Ja, das war der Nebelgeschosse. Auf Cloud, schnappen da. Und Barrett schießen runter den Sattel. Ja, der macht schon ordentlich Schaden, oder der Knaber. Und der hält auch ordentlich was aus. Warum auch immer so ein Spinner da in der Villa lebt, das wüsste ich mal ganz gern. Aha, na also. Geht doch. Ich finde es in den 90er immer so unglaublich witzig mit den Rollenspielgegner. Was da immer für komische Gestalten unterwegs sind und vor allem wie die Gestalten auch bitte in dem Gebiet unterwegs sein sollen, frage ich mich da immer. Okay, da komme ich noch nicht durch. Ich mag mal kurz die Zufallskämpfer ausschalten. Und mag mal kurz was probieren. Nee, da komme ich nicht durch. Du auch nicht. Ich finde es aber auf der anderen Seite auch sehr cool, wenn man wohl wirklich einfach ausschalten mag, dass das auch möglich ist. Okay, hier sind wir noch nicht in der Lage dazu. Dann können wir es auch wieder einschalten. Und sollten mal auch in ihre Richtung gucken. Okay, das spukt anscheinend hier auch in der Villa rum. Und zwar Dorky-Gesicht. Mit komischem Atem. Und komischer Atem verwirrt. Aua. Okay. Das ist gemein. Das ist richtig gemein. Okay, Red hat sich selber attackiert. Wissen wir was? Die machen wir mit Shiva platt. Und falls sie das überleben sollten, heile ich mal die Runde. So, Shiva, fass! Und was? Oh ja, das hat ordentlich Schade gemacht. Sehr gut. Und die geben nach richtig ordentlich Erfahrungspunkte und AP.
Aber der komische Atem ist leider nicht als Feintechnik erlernbar. Machen wir das hier nochmal. Jawohl, mit RNs kriegen wir sie alle im Menü ausgewählt. Und dann sollte man doch mal in die obere Etage zuerst noch rechts gehen. Und dort, wissen wir ja noch, ging es zum Sephiroth runter. Zauberkapsel. Da der Cloud häufig die Heilung zaubert, bin ich sehr stark dafür, ihm die Zauberkapsel zu geben, damit seine Zauberwerte dauerhaft erhöht werden. Und da, wissen wir noch, ging es runter zum Labor. Aber. Was haben wir dann da? Okay, es macht komische Geräusche. Wie gesagt, ich mag jetzt nicht die Hinweise sammeln, um ehrlich zu sein, weil das sehr langwierig ist, das Ganze. Und, Sodala. Ach, so einer wieder. Na gut. Na gut, du wieder. Wir machen mal Feuer 2 auf dich und machen dann Eis 2 hinterher. Nichts zu stehlen. Okay, das bringt herzlich wenig. Wir probieren doch mal Demi aus. Das ist der Schwerkraftzauber. Der macht anscheinend sehr viel Schaden. Okay, der hält immer noch was aus. Schnappen damit Demi. Und noch würde ich sagen, sollte der Cloud zaubern, falls er das noch überlebt. Er hat es tatsächlich überlebt, okay. Oh, jetzt liegt er auf dem Butter. Ach, okay, der sitzt nicht auf dem Ding drauf. Der, ist ein Teil von ihm, das Senseblatt. Jetzt versucht er doch wieder hochzukraxeln. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Beben. Ja. Das ist ein fliegender Gegner, von daher hilft Beben hier herzlich wenig. Okay. Cloud hat Level 24 erreicht. Und hier ist nichts. Und hier ist wieder was. Feindschleuder. Was ist Feindschleuder? Feindschleuder ist was für den Barret. Also sollten wir ausrüsten. Und Feindschleuder ist schlechter. Hat aber mehr Fassungen. Hat any mehr für Materia. Trotz allem ist das nicht so special. Okay, die wollen uns anscheinend wirklich nur mal richtig in Kämpfe verwickeln. Was kommt dann hier? Das sind Jersey. Alles klar, Jersey Shore. So sehen die Leute in New Jersey aus. Fliegende Waage, wer kennt sie nicht? Und es hat Kolber, alles sind kaputt. Sehr, sehr gute Limit-Attacke, wie ich finde. 960 Erfahrung, 90 AP und Turbo-Ether. Okay. Dann mache ich das noch hier. Und der Code ist... Na? 36, das weiß ich noch. 36, 10. Dann war es die 59. Und zum Schluss war es dann nochmal die 97. Ich hoffe, das kriege ich noch in der Zeit hier. Ja. Misslungen. Hä? Wie misslungen? Das weiß ich doch noch. Noch einmal. 36. Ich weiß es noch echt auswendig. Na, Mist, okay. Das war Quatsch. Noch einmal. 36. 10. Dann die 59. Und dann die 97. 97. Misslungen. Okay, Moment. Ich weiß aber sicher, dass es der ist. 36. Ich glaube, man muss es nur anders drehen. 36. Ich glaube, dann rechts ziehen. Dann die 59. Links. Und dann die 97. Mist. Okay, ihr liebe Leute, ich mache an der Stelle einen Cut. Und wir sehen uns dann wieder morgen zu Let's Play Final Fantasy VII auf
pilzig. Also machen's gut, Eiern Yankee.